Sohn. Du bist eine Schande für diese Familie. Ihr Perversen treibt unsere Nation in den Untergang. Vater, nicht. Es ist doch nichts gewesen. Es wird Krieg geben und ihr werdet verrecken. Seht euch doch an! Ihr seid keine Männer. Guten Tag. Weiter geht's mit Ad Infinitum, wo der Großvater, der Opa, uns beschuldigt, keine Männer zu sein. Ja, geil. Ich weiß nicht genau, was ihn zu dieser Aussage bewegt. Ich weiß, dass er vom Johann redet tut. Und der Johann war halt mehr Maler und so. Ja, Maler. Er hat sich halt zumindest nicht für den Krieg interessiert und fand den Krieg scheiße. Zu Recht. Und das scheint dem Großvater nicht so gefallen zu haben. Ich mach mal die Tür zu. So. Und auf dem Dachboden, haben wir in der letzten Folge gelernt, hat die Mutter uns ein Zimmer ingerichtet, also uns im Sinne von im Johann, der nämlich doch nicht, wie es geheißen hat, im Krieg gefallen ist, sondern zurückgekommen ist, allerdings schwer verletzt und zur Pflege dann zurückgekommen ist. Enzyklopädie-Seite. Kuckucksvögel brüten nicht selbst, sondern legen ihre Eier, oh shit, meist einzeln in die Nester anderer Vögel, aus welchen sie dabei ein Ei entfernen, welches öfters verschlungen wird. Die Erziehung eines Kuckucks hat regelmäßig bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in die Nester kleinerer Vögel legen, immer die Vernichtung der rechtmäßigen Brut zur Folge. Der junge Kuckuck wächst schnell, bedarf vieler Nahrung, entzieht dieser der rechtmäßigen Brut, welche er schließlich aus dem Nest herauswirft, wird aber trotzdem von den Pflegeeltern mit größter Aufopferung ernährt. Das sind ja Federn auf dem Boden. Was ist das? Okay. Das Ding ist, dass die Mutter uns auch öfters aber irgendwas vom Kuckuck gesagt hat, dass er den Kuckuck rausschmeißt oder sowas. Ich denke, was sie damit sagen will, ist, dass das, was zurückkommt ist aus dem Krieg, das verletzte häufige Elend, was sie jetzt selber pflegen muss, dass das nicht ihr Sohn ist, dass es irgendein anderer ist, wo sie pflegen muss und nun hat sie wohl keine Lust mehr drauf. Irgendwie sowas. Wie viel Zeit dein Bruder mit seinen Tauben verbracht hat. Er konnte ihnen stundenlang zuschauen, wie sie über die Dächer flogen. Okay. Wie gesagt, so richtig schlau bin ich noch nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir die Johann spiele. Anscheinend spielen wir aber den Paul. Flügelgeflatter gehört. Sind da noch Taube da oder was? Ich denke, die Taube hatte Vater alle umgebrungen. Mit seinem blöde Gasgedönse. Was ist auf dem Dachboden, dass der Großvater nicht nuff will? Oder heißt es, dass wie wir aus dem Krieg zurückgekommen sind, dass, also wie der Johann, der verletzte Johann als Pflegefall aus dem Krieg zurückgekommen ist, Verletzten alles, dass dann der Großvater noch gelebt hat und gesagt hat, ne, zu dem gehe ich nicht, der kann doch nicht mal gescheit kämpfen hier, stirbt im Krieg oder halt nicht. Okay, hier ist noch ein Fenster, wo geht's aber an Nuff? Ich gehe Mutter Nuff. Das war... Ich habe eine Vermutung. Es steht alles noch hier wie damals. Vor 5 Jahren. Postkarte von Christian. Johannes, der Krieg soll vorüber sein, bevor die ersten Blätter fallen. Ein Fest wird das. Die
Die anderen aus dem Café sagen, du hast dich auch verpflichtet. Wunderbar. Von zu Hause aus sind kannst du auch noch nach dem Sieg. Wir sehen uns als Kameraden für das Vaterland. Dein Vater hatte schon recht. Es waren doch nur Kindereien zwischen uns auf dem Dachboden, oder? Unterwegs Richtung Westen, 20. August 1914. Moment, wer war das, wo du gesagt hast? Ja, okay. Es ist halt... okay. Gemälde. Du hast die beiden erwischt, bevor er es fertigstellen konnte. Sagt ihm doch, dass nichts gewesen ist, Johannes. Christian. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Nein, das war nur recht, dass Paul gesagt hat, was ihr hier oben treibt. Wie verruchtes Weibsvolk seht ihr aus. Ihr macht mich krank. Raus. Raus aus meinem Haus. Yep, das dachte ich mir. Und der Paul hat zwar rot. Und der Vater, oder war das jetzt doch der Opa? Ich komme doch nicht mehr runter. Scheiße, ich komme doch nicht mehr runter. Schlecht. Einfach Lava? Geht nicht. Ah, jetzt hat. Du musst schon nicht gleich Kopf vor, du Hupse. Und der Dödelvater wollte natürlich hinausschmeißen, weil darf man nicht, macht man nicht, bla bla bla. So, der Vater oder Opa, ich weiß nicht, wer es war. Alles Dummschwaller, so. Das war also das Atelier. Und okay. Lass mich rote die ist jetzt zu. Jo. Johannes Bilder sollen mich vor dem Kuckuck schützen. Darum zeige ich sie ihm jeden Tag. Der Kuckuck will auch malen, aber seine schrecklichen Bilder habe ich ihm weggenommen. Ich will sie nicht sehen. Ich gebe ihm nur noch die schwarzen Ölfarben zu trinken. Er will sie haben. Und ich will nicht, dass er lebt. Mhm. Jo. Ja. Die Mutter hat dann ihr eigener verletzter Sohn, der aus dem Krieg zurückkommt, umgebracht. Weil sie gedacht hat, es ist ein anderer. Ist nicht der Johannes zu mir heimgekehrt? Es ist ein Kuckuck, der sich hier in das Nest setzt. Ja, ein Kuckuck ist er. Auf dem Dachboden hockt er und klingelt und will bedient werden. Wie er damals, Karls Vater. Ja, vielleicht ist er es. Er will nicht tot bleiben. Er ist noch nicht fertig mit mir. Ja, aber auf der Endzeit will die Mutter unbedingt den Sohn zurück haben und macht da irgendwelche Geisterbeschwörungsgedönse, damit der Sohn, der gute Johannes, zurückkommt. Und dann kommt er zurück, halt verletzt und als Krüppel oder sowas. Und dann dreht sie am Rädel und macht so eine Scheiße. Ja, dem Schwarzi Farb gibt zum Trinken. Spinnt die? Was ist mit einer ganzen Vogelkäfig? Ja, ich weiß, dass ich denke immer noch, dass ich Johannes bin, dass Johannes Taube gehabt hat. Okay, bevor ich da hin an das Bild gehe, gucke ich mich erst um. Bisschen Badezuber. Couch. Fenster. Okay. Die Farbe ist noch frisch. Aber kann es nicht sein. Etwas anderes ist hier auf dem Dachboden. Also ich spiele jetzt wohl doch Paul. Ich blick nur noch nicht ganz durch. Und da er ja aber nur noch schwarz die Farbe hat,
kann er nur so Bilder malen. Was, wenn er es doch ist? Was, wenn er noch lebt? Ich meine, am Geruch der Farbe wird dir übel. Du flehst endlich aus dem Albtraum zu erwachen. Das hier ist nur ein Albtraum. Du willst nicht wissen, was hinter der Tür ist. Oh. Das ist das Taubebild von vorhin. Okay. Hier hat die Mutter wieder höchstwahrscheinlich Salzkreise hingemacht. Mhm. Lazarett. Mhm. Okay. Wir sind also im Lazarett. Und da hat jemand taub an die Decke genagelt. Und das muss erst noch null laden. So. Shit, da waren Ratte gepiepse oder sowas bei. Ist das Lazarett? Wo ist es? Ist hier ein Motorauto? Lauter Leiche. Mal Taschenlampe. Die nicht so mega viel bringt, aber hat sie ja noch nie. Mhm. Ja, ist da wieder Telefon? Ja, da klingelt irgendwo was. Lass uns mal klingeln. Eisenbad. Wundsichtung. An die Schwesternschaft. Die Reaktion einiger Gefallener auf die morgendliche Wundsichtung ist ein großes Ärgernis. Der medizinische Wiederherstellungsprozess ist Teil des Kriegsdienstes. Diese Scham ist eine Kinderei, die den Patienten auszutreiben ist. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Der hieß doch aber nicht wirklich Dr. Eisenbart. Wieso unterschreibt der mit Dr. Eisenbart? Der wurde doch nur so genannt und das will er doch eigentlich gar nicht. Oh, was ist das? Bist du das da im Flugzeug, Paul? Du willst ja hoch hinaus. Guck mal. Ich bin der Vogel. Ich flieg mit dir. Dann fliegen wir zusammen, wohin wir wollen. Ja, ja. Ich höre irgendwo penetrantes Telefon. Scheiße. So ein Bunker sind wir hier.
Schmunzlicht. Was zur Hölle sind wir hier? Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's zum Telefon. Ich gehe erstmal weiter da hin. Ich will wissen, was da hinten ist. Also nicht Richtung Telefon, sondern... Ja, es tut mir leid, dass hier so dunkel ist. Hier sieht auch nicht mehr wie ich. Da ist eine Tür. Klopft da irgendwas? Bücher. Okay, das Klingende kommt näher. Was ist das da? Zur Hölle sind wir hier? Okay, da ist das Telefon, aber da gehen wir noch nicht hin. Ich will erst mal mich umgucken. Ja, okay, das ist schon klar, ne? Das ist irgendwie so... Dusch oder sowas in der Richtung. Was ist stockdunkel hier? Unglaublich. So, gibt's irgendwas? 48, das Verschloss. 49 ist das A-Verschloss. Okay. 78, 79, alles Verschloss. 82, 83, so viel Verschloss. Was ist das? Die Heizung oder sowas? Keine Ahnung. Sanitäranlagen. Zu. Okay. Also wir haben einen Haufen Spinde gefunden, alle Verschloss. Da ist noch eine Tür, was steht da? Kümmel. Ich kann das nicht lesen. Irgendwas 4. Kammer. Irgendwas mit dem Umlaut und einer 4. Ich habe keine Ahnung. Brief. Eisenbad, Schlüssel. Oberschwester, weisen Sie den 27 Patienten Schließfächer entsprechend Ihrer Patientennummer zu. Diese Zahl haben sich die Patienten zu merken, sobald sie bei Bewusstsein sind. Die Patientenakten müssen unbedingt unter Verschluss gehalten werden. Die Akten dürfen nicht noch einmal in die Hände der Patienten gelangen. Teilen Sie außerdem Soldaten, deren geistige Tüchtigkeit weitestgehend wiederhergestellt ist, einfache Tätigkeiten innerhalb der Klinik zu. Die für diese Aufgaben benötigten Schlüssel sind den Patienten auszuhändigen. Die Soldaten selbst tragen die Verantwortung für die Schlüssel. Zeichnet Eisenbad. Okay. Patientennummer oder Patientenzuteile. Die Nummer selber müssen sie sich selber merken. Das heißt... Ja, was war nur? Ob. Ist das falsche Telefon oder was? Guck mal, da ist noch was. Notiz einer Schwester, Notiz an mich selbst. Vergiss nicht, die Patientenakten im Verwaltungsbüro wegzuschließen. Dr. Eisenbart war unheimlich wütend auf Schwester Emma, als sie es das letzte Mal vergessen hat. Vielleicht hätte ich sie nicht melden sollen? Tja. Nachdem er sie zu sich zitiert hat, ist Emma nicht mehr zum Dienst erschienen. Wahrscheinlich traut sie sich nicht, dem Herrn Doktor unter die Augen zu treten. Ein Stück Käse. Okay, dann muss es wohl das da sein. Was klingelt oder wie? Ist das? Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Kein Strom. Fragst dich, ob du den Kabeln folgen solltest. Diese Tür geht nur mit Strom auf. Gute Idee. Okay. Das Telefon, was da bimmelt, ist nicht das. Oh doch. Kaspar,
aber gar kein Zeichen, dass ich das mitnehmen kann, weißt du? Also nicht mitnehmen, sondern abnehmen gekannt habe. So, dann gehen wir mal dem Kabel da noch, hat er gesagt. Treten verboten. Ach, da gucken wir mal her, gell? Ja. Es geht an die Lampe. Dann. Moment. Also meine Funzellampe ist so schlimm, ey. Komm ich eh nicht hin. Noch eine Lampe, die nicht geht. Es geht doch hin an die Tür, wo wir eine Weile schon waren, oder? Ja. Die war aber zu. Beziehungsweise ist ein Schlüssel benötigt worden. Den Schlüssel haben wir noch nicht. So kloppt's. Sehen wir das? Sie hat sich nur Zombies an. Also auf Zombies habe ich mal überhaupt keinen Bock. Okay, wir brauchen Schlüssel. Mal wieder. Als ob man nicht schon im letzten Mal genug Schlüssel gesucht hätte. So, Moment. Patientenakte. Kann das der Raum sein, der vorne dran war? Oh, ist so dunkel hier, Moment. So. Ich bin mal ein bisschen schneller hier. Der Raum, wo man nicht lesen gekannt, dann was drauf steht, der da. Ist das vielleicht, Ich habe keine Ahnung, was das denn soll. Ah! Jetzt könnte man hingehen. Ich schloss die Tür wieder auf. Einfach damit ein bisschen Licht drin kommt. Okay, da können wir rein. Aber erst mal umgucken, ne? Kriegsanleihe. Was ist denn? Das war lang mit Pfeil im Kopf. So leid was. Ein Brief. Bericht der Oberschwester. Herr Dr. Eisenbart. Um die Angelegenheit mit Schwester Emma habe ich mich gekümmert. Patient 27 ist mir zur Hand gegangen. Assistenzarzt Laue ist gestern aufgewacht. Er ist ein starker junger Mann. Er hat schon nach weiteren Prothesen gefragt. Wie? Sich um die gekümmert. Stumm oder was? Okay, du leid irgendwas? Komm ich nicht hier. Ah, gehen wir wahrscheinlich mal durch die Tür durch, ne? Erstmal hinter die Tür gucken, dass so keiner huckt. Mich verschreckt gemacht. Ja, Eierspielcher kennen wir. Kleiner Schlüssel. Mit einer eingravierten Zahl, 28. Okay, da war noch irgendwas. Da ist noch was Geschriebenes. Notiz von Was sind das für Geräusche? Von Assistenzarzt Laue. Liebe Emma. Dr. Eisenbart wollte mich heute zwingen, die gesunden Beine eines Soldaten zu entfernen. Ich habe mich geweigert. Eisenbart hat es selbst getan und mir dabei in die Augen geblickt. Nicht einmal das Operationsbesteck hat er desinfiziert. Ich sollte nachher zu ihm ins Zimmer kommen. Oder ich soll nachher. Die Oberschwester meint, dass wir die Sache im Gespräch klären können. Und ich hat sie recht. Was geht denn hier ab? Boah, Junge. Die Musik ist ja wohl übel. Das ist die Nummer 28? Yep. Bleib. Ich hab's mit meinem riesigen Dödel wieder zugemacht. Patient 01. Diese Akte scheint zu fehlen. Patient 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rang Gefreiter. Regiment, Nummer, egal. Bataillonnummer, egal. Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt.
Oh oh. Symptome: Totkörper mit starkem Blutverlust eingeliefert. Sprenggranate hat linke Wade und Arm zerrissen. Zunächst wurde Oberschenkel amputiert und nach Pirogov bandagiert. Patient wieder erwacht nach 3 Tagen. Diagnose: männliche Hysterie. Neben zu erwartender Desorientierung stieß Patient respektlose Bemerkungen über unseren Kaiser aus. Weinkrämpfe. Kindlicher Verstand erklärt Frontversagen und fehlende nationale Identifikation. Empfehlung: nach elektrischer Induktion keine Besserung. Abbruch der Behandlung. Patient wird in das Hospiz überwiesen. Der Spind ist auszuräumen. Patient 10, Rang Feldwebel. Infanterieregiment Nummer irgendwann, das lassen wir einfach weg. Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt. Symptome: Schädelbruch. Diagnose: Simulant. Patient wieder erwacht nach 2 Tagen. Trotz einwöchiger Schmerztherapie klagt Patient über Kopfschmerzen. Wieso ist so eigentlich ein Mauszeiger zu sie? Wenn ich den irgendwie wegmache. Ja, schon. Patient wieder erwacht nach 2 Tagen. Trotz einwöchiger Schmerztherapie klagt Patient über Kopfschmerzen. Ablassen des Liquor cerebrospinalis und Entfernung der betroffenen Schädel- und Hirnregionen führte zu sofortiger Besserung. Empfehlung: nach weiteren Angleichungen kriegstauglich. Zurück an die Front. Alter, was ist das für ein Metzger? Patient 17, Rang Gefreiter. Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt. Symptome: Epilepsie, Bettnässen. Patient ist trotz Reanimation in einem lethargischen Zustand. Gelegentlich neigt er zu Schüttelneurose und Blasenentleerungsstörung. Neurose äußert sich in ständigem Kopfschütteln hysterischer Natur und einem nervösen Zucken der Gliedmaßen. Diagnose: männliche Hysterie, Feigheit. Empfehlung: Amputation der Arme und Beine. Völliger Flüssigkeitsentzug. Nach weiteren Angleichungen kriegstauglich. Was? Zucke der Gliedmaße, dann tun wir ihm einfach die Arme, die Beine abschneiden und dann ist er noch kriegstauglich. Was soll er machen? Soll er da Ausguck sind oder was? Alter, was ist dann das für ein Metzger, ey? Patient 23, Unteroffizier. Infanterieregiment, Leutnant von Schmidt. Allgemeine neurologische Schocks. Patient klagt über Schlaflosigkeit, Magenprobleme und Hörverlust nach tagelangem Granatenbeschuss und Tod. Diagnose: Simulant, Feigling. Die ausgedachten Symptome wie auch der Freitod an der Front sind auf Feigheit zurückzuführen. Die tatsächliche Herbeiführung der Symptome durch Schlafentzug, Knalltrauma und Verabreichung von Essig zeigte erste Erfolge. Patient ist einsichtig. Empfehlung: nach weiteren Angleichungen kriegstauglich. Ey, das schickt alle zurück, oder? Gefreiter, Leutnant von Schmidt. Symptome: Schwachsinn. Patient wurde vor seinem Tod für mehrere Tage verschüttet und legt seitdem lethargisches Verhalten an den Tag. Patient gibt sich stumpfsinnig. Aktenvermerke besagen, dass der Soldat während Nachtwachen mehrfach eingeschlafen ist. Diagnose: Feigheit. Schlafentzug und Entfernung der Augenlider brachten nicht den gewünschten Erfolg. Empfehlung: Abbruch der Behandlung. Patient wird in das Hospiz überwiesen. Der Spind ist auszuräumen. Unteroffizier. Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt. Notiz: Johannes von Schmidt. Bruder des Patienten. Dieser wurde nicht eingeliefert. Bruder des Patienten, der nicht eingeliefert wurde? Symptome: Wundentzündungen und Verbrennungen am ganzen Körper, linker Arm abgetrennt. Das ist das Gewässt. Linker Arm, es war die Hand, wo man im Stacheldraht gehungen hat. Ganz am Anfang, allererst die Folge. Patient wurde als einziger seiner Kompanie lebend eingeliefert. Körper und Gesicht entstellt durch Granatensplitter und Stacheldraht. Diagnose: Perversion und Feigheit.
Trotz höherer Geburt hoffte der Patient, der Pflicht des Kriegseinsatzes entgehen zu können. Bei Verletzungen handelt es sich wahrscheinlich um willentlichen Versuch der Entleibung. Berichte über frühere sexuelle Perversion liegen vor. Empfehlung: Aufgrund der Blutlinie des Patienten ist für ihn eine gänzlich neue Behandlung zu entwickeln. Dies hat allerhöchste Priorität. Horst Weber wurde von der Oberschwester angewiesen, den Boden im Wartungsraum zu fegen. Also, das hat er selber geschrieben oder was? Wurde von der Oberschwester angewiesen, den Boden im Wartungsraum zu fegen. Bin dankbar für den Einsatz. Meine neuen Beine schmerzen stolz. Das Dröhnen der Maschinen erinnert mich an das Geschütz, das mich von der Front weggerissen hat. Kameraden, auch alle hier. Gefallen und wieder aufgestanden, wie ich. Hoffe auf gemeinsame Feuertaufe. PS: Verwahre Schlüssel zum Wartungsraum in meinem Spind mit der Nummer 82. Die Kombination sind meine beiden besten Kameraden. Horst Weber. Aha. Wir waren dann im Horst Weber sein bester Kamerade. Voila, sorry. Oh. Und unten noch was hier? Noch gar nicht gesehen. Ah ne, das ist die Schublade, sorry. Okay. Horst Weber. Ja, ich guck gleich Mono. Hat der dort Zombies gebaut? Oder was? Wollte das? Okay. Im Horst Weber. Hier gehen wir dann raus. Sein beste Kamerade. Dokumente. Eisenbadschlüssel. Weiß ich jetzt nicht. Von dem Horst Weber. Das war nix. Moment. Das muss ja in irgendeinem Text sein, wo du rumleit. Horst Weber sagt man jetzt halt nichts. Haben wir doch schon irgendwas gelesen drüber? Ich lasse die Tier wieder auf. Was ist das? Wollt ihr? Dann sammelt Bucheckern. Okay. Moment. Also, das machen wir einfach so. Ich muss nur mal gucken, was war Spind. 2,80 war das. 2,80 war das, glaube ich. Wieso habe ich denn das wieder zugemacht? Bin ich dumm oder was? So. Ganz ohne. Horst Weber. Patient 27. Ah, ne. Nummer 82. Die Kombination sind meine besten Kameraden. Spind hat die Nummer 82. Aber was sind seine beste Kamerade? Ist jetzt das Patientennummer? Beste Kamerade. Yes. Ja, du willst mit B rausgehen, dann biegst du dich. Das ist doch kacke. Okay, jetzt ich lese nochmal den Brief, wo der Doktor auf dem Tischleihe hat. Also die Anweisung da. Wo war denn die? Kann ich da hinten hingehen? Ah. Okay.
Ich weiß, dass ich mich wieder gerade blöd stelle. Ich gehe mal. Ich Spinde gucke. Da waren halt mehrere mit Schlössern, ne? Weißt du, die Frage ist halt, ja, habe ich glaube ich schon gefragt. Sei beste Kamerade, sind es dann nach Patientennummer oder nach Spindnummer? Okay. Also, ich mache das ganz schlau. 48, 49. Also. Es sind zu viele. Ich stelle mich jetzt nicht dahin, probiere du alles aus. Da bin ich viel zu faul. Ihnen leider noch ein Zettel. Hab ich noch gar nicht gesehen. Eisenbad Feuertaufe. Bericht an den Generalstabsarzt. Mein Prozess der Feuertaufe gliedert sich in 2 Phasen. Erstens starke elektrische Induktion im Bereich des Frontallappens zur Reaktivierung motorischer Fähigkeiten bei hysterischen Kriegszittern und Gefallenen. Bei hysterischen Kriegszitterern und Gefallenen. Von hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Zweitens Amputation auch nicht notwendiger Gliedmaßen. Wie Sie wissen, steht nicht die Medizin, sondern die Psychologie im Vordergrunde. Die Tugend des Verzichtens und der Aufopferung. Die Prothese als Geschenk. Für Eisenbad. Die tun ihm die Ehem abhacke. Also wann die hier, ja, fürs Vaterland, tralala, tun sie die Ehem und die Bär abhacke und du nur dann Prothese gebe. Ja, geiler Scheiß. So. Hopp, wir sind schon 37 Minuten drin. War jetzt halt viel zu lesen. Dann machen wir Mojedo weiter. Und finde dann mal raus, was im Weber seine beste Kollege waren. Dann bis morgen.